Good, Marius. Ich habe den Titel für diese Botschaft, von der ihr geeft, zu Gott geben oder von am Stehlen. Hier sich vielleicht wird interessant von daran denken, dass wir kann zu Gott geben oder nach da, wo wir von am Stehlen bringen kann. Aber ich war ein bisschen sagen, durch das wird durch das Alten Testament und dann durch den Neuen zu gehen, um sagen, was Gott sagen, das von geben, was die Ursache ist und warum wir das sollen tun, was der biblische Grund ist, hängt ja, auf Englisch sagen sie Tithing, auf Deutsch sagen wir bloß das Aufgeben, eine Aufgabe, was wir haben für Gott. Wir haben hier mal einen Redner, das sind Mirio 3, der heißt Aro Koning, und er wird ein Missionar in ein fremdes Land, wo sie gleich von Gott kann. Und er hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir behäusigt in Gartengebiet, geackert und geplant, und er hat Pineapple wassen. Auf Englisch sagen sie, das ist der Pineapple Story Guy, und hat eine Geschichte von Pineapple, wo am dort hat geholfen zu den Menschen, vielleicht reden, dass sie alle hören, was Gott zu sagen hat. So die Menschen, die daran wohnen, die bestellen am Ammer. So die Planten wird im Garten und dann zum Beispiel haben die Menschen, die Anhänger, haben sich das mitgenommen. Und schließlich sagt okay, er wird mehr, er kann die Menschen nicht mehr leiden, wegen der Stellen bloß alles. Und er kann gleich mit denen reden, so er sagt, er will Gott den Garten ganz übergeben. Oder Gott den gegeben. Sie die Menschen, okay, ich kann nehmen, was immer sie wollen, weil nun nehmen sie euch mal von mir, nicht dann von Gott. Und dann hier sagt man von am Stehlen. Und die Menschen fangen ein bisschen anruhig zu werden und auf einmal schauen sie ein von denen soll kommen mit am vertellen. Dann sagen sie, hey, du den Garten mal nehmen, weil wir wollen nicht von Gott stehlen. Es soll halt der Gott sein, wo sie den Garten haben, sodass sie können von Arm nehmen. Wenn sie von Arm nehmen, dann wird nicht arg, aber wenn sie von Gott leiden, dann fallen sie sich schlecht über das. Und einmal, da wir von Gott nehmen, wenn was sind ist, was am Gehirn nicht, ohne wir an denken, dann ohne wir vielleicht gewusst haben. So in 3. Mose 27, Vers 30, das ist der Vers, das sagt im Bulletinband, sagt, der tiende Teil von jeder Art, von Getreide und von Frucht, von den Bäumen gehört den Herrn aus einer heilige Aufgabe. Das erste, was der Tag kommt, das sagt er, das gehört Gott aus einer heiligen Aufgabe. So erstlich, das sagt, das gehört am, das singt, wie man das geben an, wenn das singt, das gehört am, und das ist eine heilige Aufgabe. In Sprecher 3, Vers 9 sagt er, ihr dem Herrn, mit was du hast, ein Opfer am, das erste Part von all den annommen. So als was Gott die schenken, das er sagt, das erste Part, das soll aufgegeben. Einer fragt mal, wenn ich nicht $10 gekriegt, was von den $10 soll ich dann aufgeben, wenn ich $10 soll aufgeben? Und da hat er $1 Sadels hat er ausgelegt, dann kann den ganz ersten muss er nehmen, erst in den Gott geben, und der ewige können heute dann verbrechen. Und während wir mit anders, wir dann erst verbrechen so viel, sonst fehlen die, und dann noch was überblieben, dann sagen wir, okay, das wollen wir dann noch Gott geben. Weil Gott sagt uns, wir sollen ans erste Part, das gehört am. Und am hier dort aus den Helge Aufgabe. Und das erste Part, was ich hier mit von reden, ist, dass die Aufgabe, von was wir reden, der Tiendel, der Aufteilung Gott geben, das ist nicht, das stammt nicht von dem Gesetz her. Fertig sagen wir, oder hier wir sagen, okay, well, wenn wir sagen, ein Tiendel geben, dort im Alten Testament, dort ist unser Gesetz, und wir sagen nicht unser Gesetz. So, du wirst wir nicht horchen. In 1. Mose, 4, Vers 3 sagt er, und ich glaube, dass die Geschichte alle bekannt sein, er sagt, dann kam ein Tag, wo Cain den Herrn eine Guve in ein Opfer brach. Er brachte ihm von dort, wo er auf das Land getragen hat. Abel, sein Bruder dann, der brach auch eine Guve für den Herrn aus einem Opfer. Er brachte dort beste Stück von das erstgeborene Lamm von seiner Herd. Der Herr gleich Abel und am gefallen das Opfer, was er gab. Aber kein sein Opfer gefallen ihm nicht, dann stieg kein den Euren an und am bedreckt die ganze Sache. Wir wollen die Geschichte jetzt wieder, wo er sagt, dass er macht das so viel zu euch, dass Gott hat Abel, sein Bruder, sein Opfer abgenommen, sie nicht. Sie Abel hat sich selbst, er will zum Gott loben, zum preisen, zum ehren, das ganz Beste, was er hat, will er ihm geben. Und kein, der hat Ackern und Dinge und Wassen, und er braucht auch was, aber wir nicht von seinem ersten erbastet, und du wegen wieder, dass Gott ihm das nicht gefallen hat,
was er gebracht hat, und kein, den wird so gehen an, dass Luther hier merkt, sein Bruder nach Tod über die Sache. So das ist weit verder ein Gesetz jemals wird in der Welt. Und dann Abraham, als haben wir in 1. Mose, das 14. Kapitel, das auch war, das war verder Gesetz jemals gegeben wird. Hier sagt er, aus Abraham, das 1. Mose 14, Vers 17 durch 20. Als Abraham dann über Kedor, Laomor in die Königs gewonnen hat, und kam der König von Sodom am gehen und traf am in Schave-Tool. Dort auch der Königstool heit. So, wenn ihr die Geschichte bekannt ist, Lot, sein Bruder, sein Sohn, der moved dicht bei Sodom hin, und wir in der Feier Königs gekommen, haben nicht alles bestohlen und mitgenommen. Und so wieder, ging Abraham mit seinen Herren heran und gewandt da und brachte das war 3. Und dann beging der König von Sodom am durch in diesem Tool. Und dann die 18. Vers sagt, in Melchizedek, das wird, sagt der König von Salem, der brach Brot und Wein, er wird ein Priester von dem höchsten Gott. So, das wir lesen nicht sehr viel von dessen König oder des Priester von Gott, aber es sagt, dass er kam und begegnet Abraham auch. Da sehen Abraham und sehen, möchte der höchste Gott, der den Himmel und die Erde gemerkt hat, die sehen. Wir loben den höchsten Gott, der die Jena und die Macht gegeben hat. Das ist, was der König zu Abraham sagt. Und dann sagt Abraham, 3 sagt er, und dann Abraham der Jöf, er sagt nicht 3, dann sagt er das von denen. Er sagt, und Abraham Jöf den König von Salem ein Tiendel von alles, was er mit 3 gebracht hat. So hat er auch gegeben, dass wir der Priester von den höchsten Gott, und das noch war weit fertig gesagt, kam er am die Sehnen, und Abraham Jöf am ein Tiendel von alles, was er sich hat geholt, als er das Königs gewonnen hat. Dann klingt es hier Luther, nach einmal 1. Mose 28, der 20. Vers anfangen, hier redet von Jakob. Sagen Jakob mögt du ein Versprechen und seht, wenn Gott mit mir ist, und er mich schützt auf diese Reise jaft, ab da ich sie, und er mich zu eten und kleiden jaft, so dass ich zufrieden rein in mein Vater sein Haus komme, dann soll der Herr mein Gott sein. Und ab dieser steht, wo ich diesen Stein abgestellt habe, soll Gott sein Haus sein. Und von all dort, was du mir gibst, wo ich dir ein Tiendel geben. So das ist wahrer euer, das Gesetz wird gekommen. So wir haben von Abel und Cain, sie reden Opfern Gott. Wir haben Abraham, der deit, wir haben Jakob, der deit, und wir sagen immer, ja, ihr sagt noch, wo der Hauf. Und es wird alles fair, das Gesetz jemals in dieser Welt wird. So geben wir, dass wir ein gutes Ding zu tun, Gott zu ehren, wenn am Gehirn das erste Part. Aber als das Gesetz schnell kommt, dann wird ein Gebot, was dir gegeben wird, ein Gesetz wehen geben. So in 3. Mose 27, Vers 30, kriegt es für ihr schon am Anfang gelesen, dass tiende Teil von jeder Art, von Getreide und von Frucht von den Bäumen, die hier den Herrn als eine heilige Aufgabe. Nu reden wir von, das soll unser Gesetz. Hier ist nu, aber nu hat den Menschen geben, nach Gott, die den Opfern, die den alle Sorten, das ist dort, aber da wird gleich ein Gesetz zu hängen. Und nu ist es bedur, wo das Gesetz vielleicht ein bisschen trag gestaltet sein. Hier ist krank, was ich verlange, und warum. In Malachi 3, Vers 10, hier sagt er, bringt mir das volle Tiendel in meinen Specken an, so dass mein Haus wird zu eten sein. Dort in mein Haus wird zu eten sein. Prüft mich damit auf, sagt der Herr, der alles regiert, und fängt ut, auf eigentlich jünd war, den Himmel aufmerken, und den See raufschaden, so dass jünd dort everand. Hier sagt er, wir sollen, ich weiß nicht, was da untersteht, als wo das sagen, wo wir Gott sollen aufprüfen. So, er hat gesagt, wir sollen armen Sintpot geben. Und hier in dieser Fall sagt er, prüf mich mal auf. Wenn die mir dort geben wollen, was ich gesagt habe, als ich nicht, was den Himmel aufmerken und sehen, raufschaden ab. So viel dort everand. So dort als
en sehen, was wir kriegen dort geben. Das, was Gott gesagt hat von seinem Wort, wenn wir noch am geben tun, wo er uns dann sehen das. Aber das noch den Gegenteil davon ist, wenn wir dann von Gott nehmen, nicht am geben, was sind es, dann kommt du in Flucht ab uns. Das ist, was er sagt, das, ein bisschen Luther, wo wir noch ein bisschen mehr davon reden, aber nu, 2 Versen verder, was ich kurz lesen darf, Malachi 3, Vers 8, und 9 sagt er das. Na, ist das reich, dass einer von Gott stehlen dat? Aber je stehlen von mir und sagen danach, wo hab ich von dir gestohlen? Na, je haben mir nicht das Tiendel von jener Art gegeben, und das Part, was die den Priesters geben sollen. Nu sind die auch unter ein Fluch, weil sie bestehlen mir, das ganze Volk dat. So, das ist interessant. Er sagt, wenn großer Segen er was rutsch hat, und das wird überrannt, wenn wir geben, dann, aber er sagt, wenn wir dort nicht tun, was er verlangt von uns, dann kommt du in Flucht über dich. Er sagt, wen, dass sie am bestellen. Und das ist nicht, dass wir dann nicht geben, dann, was wir schuldig sind zu geben, aber wir dann dort nehmen, was Gott sind ist. Und viele sagen, na ja, das ist ein Alten Testament und das geht uns nicht an. Und das ist ein bisschen verändert von dem Alten Testament bis nie, aber wir wird es noch ein bisschen Dollar. Nur Ketten. Aber die Gruppe von Israel, die deuten wenigstens auf 3 verschiedene Wege, deuten sie den Tiendel aufteilen. So in 4. Mose 18, Vers 20 und 21 sagt er, und der Herr sagte Aaron, du sollst in Land kein Aufgut haben. Wenn er stammt von der levitischen Stamm her. Da sage ich, in kein Anteil in dort Grundstück haben. Weil ich sie den Anteil in Aufgut Maden mang der Israeliten. Levi seine Sehns habe ich den Tienden von der Arnd in Israel zum Aufgut gegeben, für Erdendienst, den sie und das Versammlungszelt verrichten. So hier sagt er auch, warum du ein Tiendel soll aufgeteilt werden, als die Israeliten das Land übernehmen deuten, als sie dann kommen in das Land, in Israel, das Land von Malch und Honig, die werden 12 Stämme von Israel. Und 11 von denen kriegen einen Part von das Land. Wir haben 12 Stämme, aber mal 11 von denen kriegen einen Part von das Land. Das wird verteilt auf 11. Der 12. Stamm wird Levi, die Leviiten, wird schuldig werden, in den Tempel arbeiten und für die jährlichen Sarien, die ganze Gruppe Sarien. Sie haben kein Land gekriegt, und wird dieser gegeben, und von allen Tieren, die einmal werden angebracht, wird diese Gruppe gegeben, das wird ein von der, was sie geben, das wird ein von den Tieren, sodass die Priester, die nicht brauchen, in ihre Familien, in ihre Kinder und so weiter, die haben nicht eine Arbeit, sie haben nicht ein Land, sie haben nicht Dinge, was sie beackern, das wird hauptgebracht von all den anderen Aufstämmen, sodass sie zu leben haben, dass sie bloß eine Abgabe haben, und dass wir das jetzt mit arbeiten, was in ihrer Gruppe wird. Dann wieder noch ein Tier, was sie deuten. Und das Tier, was sie bringen, das wird all die, wenn sie in den Fast uitreiten, oder die Israeliten oder die Juden, die haben viele Fast, was sie das 30 Jahre führen. Und ein Part davon, ein Tier davon, das wird zum Namen bringen, was immer du wird fehlen, um diese Fasten ganz uitreiten, sodass wir ganz kann so tun, als was Gott will haben. Das sage ich in 5. Mose 14, Vers 22 und 23 und dann noch in 27, sagt er, die sollen jeder Jahr ein Tiendel von der Arnd von jener Fläche zu sie sagen. Gott mit der Tiendel, gut mit der Tiendel, nur der steht, wenn der Herr jünd wählt, zum seine Namen du bekannt merken. Du sollen jeder Tiendel von jün Getrei, jün Wein, jün Öl, jün Erstgeborene von der Feu und Schub eten. Das tut, dass der Furcht für den Herrn jün Gott ehren ab alle Tiden.
dass je Furcht für den Herrn haben in den Ihren ab alle Tiden. Vergeht nicht die Leviten, die in jener Stadt wohnen, die haben kein Land geerben. So die sollen Taub bringen, wenn sie wollen fasten, utreiten. Die ganze Gruppe haben einmal mehr fasten, was sie dann utreiten, durch das Jahr, und sie müssen ein Tiendel-Part durchfahren. Oder ein Part von der Tiendel, das muss durchgehen. Dann wieder noch ein Tiendel, was sie sollen für die Arme. Das ist 4 Mose 14. Das hier ich von wo ich das genommen habe. 4 Mose 14, Vers 28 und 29. Sagt er, jeder 3. Jahr sollen die ganze Tiendel in jener Städte bleiben. Geeft het naar de Leviten, die kein Land geerven haben, en de Fremden in jener Stadt. De Fremden meint die, wat de naam komt als Gos, Arme, en so weiter. In jener Stadt. In de Wesen in Wittfrühes, dat sie sich davon satt eten kann. Dat jünt, dat dit uit gehoorzaam voor den Herrn jün Gott, dat hij jünt al de Arbeit, die je abnehmen, sehen kann. Gehoorzaam zijn zu Gott, mit dit geven, hij zegt, al de 30 Jahre, sollen sie de ganze Tiendel op een Stadt bleiben, zodat de Armen en de Fremden het land en so weiter, dat sie kan komen, de Wesen, de Wittfrühes en so weiter, dat zij wollen ihre ganze Fall kriegen. Hij zegt, sollen gehoorzaam zijn, zodat Gott ihnen kann abnehmen en segnen. Und die haben von ungefähr, von alles, was sie taub kriegen, alles, was sie taub schaffen, von ungefähr 1/4 bis 1/3, was sie geben. Das ist, was das gesagt wird. Erst vor das Gesetz geben sie alle Sorten nur Gott, wenn nicht wie was sie wollen, dann zum Gott ehren. Hier in das Gesetz, als es für die Juden wieder von 1/4 bis 1/3, was sie geben. Und das wird noch nicht, das meine noch nicht, was sie deuten haben, nur beim Mithalten. Jesus sagt, wenn du ein Bruder und sagst, da sitzt, was der Arm ist und Kleider und so weiter, und die nicht mithalten das, dann ist sie auch recht. Bloß haben sein, gut und sie gefällt und gewärmt, dann da passiert noch nichts. Wie sollen die mithalten, wenn so das teilt noch nicht mal dort her, wo wir eine Sied sind, und versuchen, was der Arm sind oder was der Fern ist. Das wird noch mal so, was das Gesetz gesagt hat. Und dann erst die eine Frage, okay, wenn sie all das geben, dann wer sollte dann immer sein, dass wir nicht täglich reich verhandelt worden? Im Neuen Testament wären die levitische Priester. 4 Mose 18, Vers 20 sagt er, lieber seine Sehens habe ich den Tienden von der Art in Israel zum Aufgott gegeben für Erdendienst, den sei in der Versammlungshaus verrichten. So dass wir die levitische Priester ihre Arbeit dort alle nur zu sein. Und da wird alle eine Ehren, hat wie der erste Höhenpriester und hat gestammt von der Gruppe. Und wird alle durch Hand gegeben, sodass sie können alle nur sein. In dem Neuen Testament kamen die Menschen alle taub, als sie charakterisch für angefangen. Nun, Jesus ist in Tränen im Himmel. Dann brachen die Menschen alle taub, verkaufen uns, was sie haben, brachen dort ihre Apostel, ihre Feit und Leuten endlich zu verdauen, dass es dann fehlen wird. So die Apostel und die Priester im Neuen Testament sind, was wir am Evangelium gedacht haben, die müssen dort nur sein. In 1. Korinther 9, Vers 7, du Anfang, sagt er, wer wird ab sie in eine Kasten, ostel du dein. Er sagt, wenn du berauben bist, von den Land, von den König, von Wärmer, nu weil wir in den Krieg gehen und nu fehlt die Soldaten, nu berauben die mitzuhalten. Er sagt, wer wird am sie in eine Kasten du gehen mitschaffen? Und dann sagt er, wer plant einen Weingarten und art nicht von der Frucht? Wo ist ein Haar, der nicht von der Melk von seiner einen Herd trinkt?
So der Apostel Paulus, weil die Korinther hier ein bisschen was lernen, wegen was das meint ihm geben und warum. Er sagt, wenn du nu was in einem Krieg gehen, er sagt ganz sicher, als er keiner für den Krieg betont. Er hat gesehen, was er hat, seine Bereitschaft hat gekauft und lässt Eten bringen und so weiter, dass die Soldaten Hand von ihren Feldern kriegen und dass sie Eten haben von ihren Feldern, dass sie stark bleiben. Er sagt, wer das, wenn er ihnen kostet, dann wird das der Deck euch, der Troff euch den Weg. Er sagt, wenn wir auf dem Weingarten geplant, wer jetzt nicht bei uns sich durch ein Pengel Wein drüben auf Platten und ab. Er sagt, ganz sicher, dann nicht. Oder wenn ihr den Hort abhosten und die das nicht von dem Markt trinken, wenn die das fehlen hat. So die Frauen, die sind ein bisschen so, aber ich würde sagen, das sind rhetorical questions. So, die Antwort ist ganz klar. Die Antwort ist nicht, dass eine nu sollen antworten sein, na, ich weiß nicht, wo wir das schaffen. Die Antwort ist, die tun gleich. Der Soldat, der nicht in ihnen Kost betonen, der Weingardner, oder habt geplant, er Art von der Frucht, und der was in der Herr haft, der trinkt von der Melk. Und das ist reich. Dann sagt er wieder in der 8. Vers, sag ich das bloß, will's Menschen so denken? Sagt euch Gesetz nicht auch so? In Moses in Gesetz steht geschrieben, so hier der Apostel Paulus, wenn er das unterstatten, dass er soll ein Tierndl aufgegeben werden. Er sagt, dummes Menschen sind sein, und Schrift nicht wirklich in Moses in Gesetz sagt. Er sagt, du sollst den aus, der die Getreide utrascht, nicht ein Mühlkarf absaten. Oder Mühltaubing, oder was Pferd, das nicht kann Karren eten, oder was am Jankert, über dem, was er schaffen, das ihm das Karren draschen. Wie geht das am der Osten zu tun? Sicher sieht er dort wen uns. Nicht so? Und bestimmt, als wir in uns geschrieben, wer du pflegt, soll ein Hupning pflegen. Wer du drascht, der soll im Hupning draschen. Ein Part von der Arn zu kriegen. Wenn wir jässelt sucht und gut gesagt haben, ist das dann zu viel verlangt von jün zu ernten, was wir zum Leben bringen? Wenn andere das Reich und jün haben, so wie nicht euer, so wird es nicht euer haben. Aber wir haben uns Reich nicht ausgenutzt. Wir nehmen das alles lieber ab uns, um den Evangelium von Jesus Christus nicht in ein Hindernis zu sein. Wollen Sie nicht dort die im Tempel dein Ehren von den Tempel kriegen? Und dort die im Altar dein Part vom Opfer kriegen? Genauso hat Gott das angeordnet, dort die das Evangelium predigen, durch die Arbeit kriegen, was sie zum Leben bringen. So der Apostel Paulus, der das hier nu von dem Alten Testament in den Neuen anbringen, in so einer Weise, dass sie das dann verstehen kann. Ich weiß nicht, wo ihr abgewaschen seid, aber für mich, bin abgewaschen an der Hitferken, sind gesagt, oh, wenn wir ein Prediger oder so, wenn der mit Gott sein Wort deint und das macht für frei, der kann nicht betont nehmen dafür. Das macht ein freier Dienst sein. Und das ist vielleicht auch was, Weisheit zu hängen, aber das ist nicht schriftlich. Wir haben dort, wenn ich sage, wie man das Ack, oder das mit dem Ack dann vielleicht die Tipp was, wir haben dort so dargestellt, dass wenn wir Geld nehmen deuten für so einen Dienst, dann kriegen die Betrug für was sie deuten und dann wird es nicht mehr reich. Dann wird es gegen Gott. Aber interessant ist, dass dort Gott nicht so gesagt hat. Wir als Deutsche Mennoniten haben sehr viele Dinge in uns Kopf dargestellt, was wir glauben, was die Schrift sagt, was Gott gesagt hat. Und wir sagen auch wirklich, das steht geschrieben. So macht das, oder so schafft es nicht, oder so kann wir nicht. Und doch wir gehen nicht wirklich in der Schrift gucken, was die wirklich sagen. Wenn hier der Apostel Paulus, der stimmt bei, mit was das Gesetz ist, dadurch von da kommt, dass ja die Leviten, was das Jesus jetzt sagen für die ganze Herde, dass die andere alle Toplein deuten verehren, dass sie bloß können mit dort schaffen, dass sie nicht brauchen, Zeit sparen auf dem Fleck oder schaffen, sondern sie können wirklich Zeit brauchen und dort, was Gott in Tod feststellt.
Und der Apostel Paulus, der sagt hier, Gerud so, hat Gott dort ungeordnet, dort dein Evangelium predigen, durch die Arbeit kriegen, was sie zum Leben brauchen. Und wir haben dort hier bei Leithauskirche haben wir nicht so, dass wir das alle für Frieden, das ist Wasser, was wir tun. Im Wort von uns kriegen im Port von uns Lohn betont von der Kirche. Und da ist so gereicht, nur Schrift, nur das Wort, dass ich an der Zeit brauchen, was er fehlen hat. Weil wenn jeder einer, was in der Kirche tun hat, volle Zeit schaffen, ja, die kann nicht tun, was die Kirche wirklich fehlen hat. Irgendwann bleibt er hängen lassen. So, das ist der Samen, der ist gleich wichtig, was das für ein Samen ist, was wichtig ist, dass er nicht braucht, volle Zeit schaffen gehen und dann noch volle Zeit in der Kirche schaffen, wenn dann kriegt die Familie keine Zeit. Und bald dann als einer betur einer ganz uitgebrannt ist und einer hat keine Last mehr zum Schaffen gehen oder in der Kirche schaffen. Wenn einer hat dann für alles gar genug Zeit. So, nur der Schrift nur, als das reich, wenn er dort topgleich wird, verdort. Und er kann sagen, wie der Wasserpott, der wir hier sehr Fan in den Steig. Als wir alle, aus einer ganzen Her, dass wir alle geben, was verlangt ist von uns, oder was wir wollen kann geben, das ist eine andere Sache vielleicht, oder vielleicht auch noch, so leicht ist es hier so in das Land Geld zu lernen, vielleicht haben wir uns alle wegen fast gesagt, dass wir wirklich kein Geld kann geben, weil wir haben alle wegen dafür Payments, was wir machen, merken. Das ist auch ein Trouble, das ist vielleicht auch eine Sache, wenn wir können anbeten und sagen, Gott, das soll halten, wenn er durch ist. Aber es ist so leicht, das Geld zu lernen, dass viele haben sich ganz fast gesagt und eingesagt, dass sie nicht mal kann zu Gott geben, wenn ihr Geld riecht, bloß nicht tun davon. Von dem, was sie kriegen. Und dann geht es all nur, als wir vielleicht kicken wir bloß nur, na ja, ich will nicht geben, was du würd fehlen, oder was ich würde sagen. Aber wir denken nicht an, wenn wir dort nicht mehr tun, dass wir dann von Gott nehmen, was wirklich sind. So, hier in der Schrift redet sehr viel von Ernten anbringen. So, der erste Part von der Ernte, was die anbringen, ist. Weil die meisten von uns, die sind was der Farmer vielleicht mag, aber im meisten Ganzen sind wir sind auch bloß gut ausschaffen. Sondern gehen wir verdienen, wir kriegen Geld an, und das Geld, das ist dann unsere Ernte, unser Ankommen. Und er sagt, von dort soll du, das erste Tier, das soll nach Gott gehen. Und dann sagt er noch andere Dinge, was du auch sonst sollen mit dir tun. Aber das erste Part, das sagt, das gehört Gott. Und das ist so aus einer heilige Aufgabe für ihn. So, wenn wir uns so fast sagen, dass wir nicht mehr geben können, dass wir dann bloß nicht geben tun, oder dass wir dann von Gott nehmen, was wirklich sind, was er uns hat gegeben, haben aufgeben. Und Jesus, der wird auch verstehen mit dem Aufgeben. In Matthäus 23, Vers 3. Matthäus 23, Vers 3 sagt er, dann sagt Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern, der Schriftgelehrte und Pharisäer, die sagten, dass Moses sein Stall, horch nur an. Und dort, was sie sagen, aber recht nicht nur dort, was sie tun. Weil sie tun selbst nicht mal, sie tun selbst nicht, was sie lernen. Weil hier sagen, dass das Gesetz, was sie lernen, wegen Geben und so weiter, dort wieder reich. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie deuten das selbst gleich, aber sie lernen, dass die anderen sollen das alle tun. Aber sie selbst können das nicht mehr nur. So, sie hören, was sie sagen, aber das nicht, was sie tun. Und dann der 23. Vers, Matthäus 23, Vers 23 sagt er, dass weigend Schriftgelehrten und Pharisäer, je Heuchler, die geben der Tiende von Peperkrut, Anis und Dahl im Garten, aber seien nicht, dass es wichtiger ist, je reich, mitleidend und treu zu sein. Das ist, was ihr heute tun sollt, ohne das andere ungerloten. So, er sagt, die geben von Boven ab, geben die wahrlich, er sagt, auf Englisch sagt er Spices und so, aber hier sagt Peperkrut, Anis und Dahl und so, von den Dingen, sie geben wahrlich ein Tier von dort auf. Aber dort deuten sie bloß von Boven Eva, so wird so eine Geschichte, wo die, als ein Kind, was der Matfreund mit seinen Daten ist, steht, ob fahrt der Saat, steht in der Chor und sagt, da, check mal, ich stehe.
En dan zegt hij, nou, du zou het een siepat opmerken. En dat kent hij dat ook. En dan zat hij er en kijkt met schaft in en daar geloof ze, wat je wordt. En mijn hart stoe ik nog. Dat is wat deze hier deuten. Ze zullen geven nog, ze geven van boven, haben sie daheim gesagt, aber im Hart werden sie noch hart. Im Hart stehen sie noch. Sie haben sich euch angegeben, was sie sollen. Das ist, was Jesus hier sagen hat. Hör nur, was sie sagen, wegen was sie sagen, das ist reich. Wegen das in der West. Hör nur, was sie sagen, aber bloß nicht tun, was sie tun. Wegen was sie tun, das ist auch reich. So dann kommt die Frau, als sie das oft geben, das sie oft geben, ist das wirklich für Fendel. Kan vi ons vandaag nu rechten wat de opgave was en zal we doen maar klaren. Maar we lezen goed zo wat de apostel Paulus in 1 Korinther 9 zei, dat het goed werd en dat het zo van een ogenblik een nieuwe naam brengt waar het zal gebruikt worden. Maar in 16 Kapitel 1 Korinther 16, het is interessant wat hij alles nog opgegeven, doorgeschreven voor ons te zeggen wat krijg wat het alles bluten soll. 1 Korinther 16, Vers 1 und 2 sagt er, wat de klagt voor de heilige onbelangt, dat het zoals ik de Galileische gemeenten onordnen deed te doen. Und jeder erste Tag in der Werk soll ein jeder eine bestimmte Samen und Siedleien sammeln. Du nur aus sein Annum ist, dass wir nicht Klagten machen, wenn ich komme. So am ersten Tag in der Weg, dass die Herren sich im Krieg getauft, das war wie am Sonntag. Die Juden hatten sie einmal am Sonntag und dann Sabbat gekommen. Und hier sagt er, den ersten Tag in der Weg, wenn die Tauft kommen, da tut Siedlein, jeder einer tun, was sein Annum ist. So sie reden nicht klagt, du dann auch. Und der Apostel Paulus, der handelt damit, dass er kommt. Aber wieder in 2. Korinther 8, Vers 2 und 3 sagt er, die sind in ihre Troubles und die sei so hart versucht worden, standhaft geblieben. Und wenn sie auch sehr arm sind, haben sie doch gern rechtlich gegeben. Ich kann bestätigen, dass sie so viel gegeben haben, als sie können, und sogar mehr, als sie können. So, ich werde für das Gesetz geben sie, als een Opfer naar God, te mijn eeren. In het gezegd ze krijgen hoeveel ze geven zullen, wat doen ze ihre Arend weer, wat immer. En hier zegt de Apostel dat zij hand, die werden versucht, schwer versucht worden, hart versucht worden, en sie werden standhaft gebleven. En wenn sie auch sehr arm werden, geven sie doch gerne rechtlich. Jesus sagt, wir sollen heuwel in Motja geben. Wir sollen es nicht uit den hart oder so tun, dass die Pharisäer tun, wir sollen das wahrlich tun, das ist nur, was Gott kicken hat. Und hier sagt der Apostel, sie werden versucht worden und hart versucht worden, sie werden standhaft geblieben und sie geben Gier, haben rechtlich gegeben. Und sagt er selbst kann bestätigen, der Apostel Paul sagt, er kann selbst bestätigen, dass sie geben so vieles offen können und danach ein bisschen mehr. In Römer 15, Vers 28 und 27 sagt er, die Mazedonien in Achaia haben gern was abgelegt, die Arme mang der Heilige in Jerusalem zu halten. So das wären sozusagen nicht Juden, die wären mang der Heiden geteilt vielleicht vorher, die Gentiles, aus solchen Heiden, dass der in Jerusalem sei arm gehen deit, dass sie Jahren taubleihen für die Arme, sich für die Heilige in Jerusalem dort zu halten. Die freuen sich, dort zu tun. Und sicher sind sie dort schuldig. Wenn die Völker durch die Juden ihre geistlichen Sehen Genoten gehört haben, dann sind sie auch schuldig, am mitzuteilen, was sie zum Leben brauchen. So wir sind alle rechtlich gesehen durch dort die Israeliten, wenn Jesus stammt von den Juden her.
En we gaan den zijn ook op ons gekregen en hij starf voor ons ook. We zijn nu alle met aangeteld met God zijn Kinder. En hij zegt, van wie du ze en je natten han rückgekregen, wat dan van ons gedaan, zeg hij, zijn zij dank schuldig, wat te geven doet hij. En we doen hier proeven, wenn het traf zich vielleicht nicht jeder Mad weg, aber wir kommen taub alle Mad weg zum Beten. Und wir proben alle Mad weg, und bet Teacher sieht zu sagen, wie für Israel beten dann. Wir wollen ernst sehen, dass wir in unserer Stadt im Gebet, und wir haben was Organisations, die dann in Israel schaffen, wir proben durch die Hand zu geben, dass sie kann Israel treu sein. Aber die sagen hier, dass wenn die Natten durchgekriegt, dann sind sie wirklich schuldig Mathe Lieden mit ihnen, oder Mathe Deilen, was sie zum Leben brauchen. In Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 27-30 sagt Jesus das. Und zu dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und Agabus, einer von ihnen, stand ab und die durch den Geist an, dass über die ganze Welt eine große Hungersnot kommen wird. Und das passiert in Kaiser Claudius seiner Zeit. Und die Jünger waren sich einig, dass in jeder Dunu, was sie können, die Brüder in Judäa mithalten wird. Das deuten sie dann auch. Sie schickten ihre Gaben nur die Alterstage durch Barnabas und Saul, oder der Apostel Paul. So immer war das nicht ein gesetzliches Ding zu geben. Du sind Gesetze in Wegen geben, aber das wird auch lang, dort Gesetz passiert wieder, dass wir von da gekommen. Und noch lang nur dem, es wir Schluss gekauft werden durch Jesus, von das Gesetz. 2. Korinther war 9, Vers 9 durch 13 sagt es, dort steht geschrieben, hij heeft zijn zoet uitgestrekt en heeft de armen gegeven. Hij wordt immer gerecht blijven. En hij die den Zeeman zoet hem zeeën en brood hem eten geeft, wordt ook kunt met zoet verzorgen en dat zich vermehren laten. Hij wordt dat goede wat je doen, te een rijke arend worden laten. Die worden alle zijden han rijk gemaakt. Hier meint er nicht, dass wir wollen großen ankommen, wir wollen da Geld haben, wir reich sein. Er meint nicht in den Weg. Er sagt, dass je Rief uitdelen kann. Er sagt nicht, wir sollen durab geben, dass Gott uns was ein Teil geben, was wir ein Teil haben. Er sagt, sondern was wir tun, rechtlich geben, fan das Süd aller Wegen für seinen geben, Gott segnet die drei. Vielmals, ich kann wissen, was der Säuer veel meer geven dan als wat ik jemals heb. Die geven zeer rechtlich. En God die zegent die met immer meer. En dan geven ze immer meer. En ik geloof, God die weet jedem een van ons hart, wat we er met doen doen, zegent hij ons ook. Maar dan wissen wat ik kan, dat zijn bloos. Die geven rechtlich. En God zegent die immer dollar. En ze geven immer dollar. En dat is een beetje wat hier reden dat. Dat we rief uitdelen kunnen. Dat we niet bloos not hier und du ein Klima gemacht haben, aber da war der Rief sein, wir wollen geschätzt kann geben. So wollen viele Gott für die Guten danken, die wir an vermitteln. Der Ursache ist nicht, dass wir wollen nicht geben, dass wir in Deutsch kriegen, dass wir mal geben können, bloß, sondern wir können das sagen, wir in Deutsch geben dann. Aber dass wir das kriegen, dann dass wir Gott loben und danken für was er getan hat. Das ist, was der Ursache ist. Der nächste Vers sagt, durch dessen Dienst, den je mit ihnen geben down, sorge je nicht mehr für dort, was der Herr gebrauchen, aber auch dafür, dass viele Gott danken. Viele wollen Gott danken, dass sie durch dessen treuen Dienst bewiesen haben, dass jene Werke und jene Glaubensbeständnis oder Bekenntnis mit den Evangelien von Christus stammen. Also viele wollen Gott loben und danken dafür, wenn das stammt mit Jesus Christus. Mit den Evangelien, was er uns hier gebracht hat.
in Matthäus Kapitel 25, ich werde nicht über diese ganze Geschichte gehen, wegen der Zeit wird uitran verdort. Aber du hast die Geschichte ban, wo das Mann, was der Land, nicht der Land hat, das ist ein Wirt, was der wel wach fahren ab der Zeit. Und nach was wat hij aanstellen deed, hij gaf een de 5 pengeltjes geld en anderen 2 en anderen 1. Zodat hij kan maar schaffen, wanneer hij wach is. En als de eerste wat de 5 kreeg, hij gaat 14 en maakt 5 meer. En dat de 2 kreeg, die nam de 2 en gaat 14 schafte met en maakt 2 meer. Han ze allebei verdoppelt. Dan wat er was 1 kreeg, die zegt, wel, ik weet dit is een harde man, en die zegt, waar hij niet dat Arten, waar hij niet gezegd heeft, en dat is een harde man, en zo wieder. En hij wordt dat plus versterken. So hij groeft dat unja, er wel, hij versterkt dat. En dan de wird er strijd hebben, gaat er het frisch nemen, zegt hij, hier is dat wat dient wird. De andere hand met je schoof hand verdoppelt. En dus hij zegt, hij wordt er niet met doen, hij wordt plus versterken. Wat dit Geschichte ans leren, dat is, wir haben nach alle Wegen gekickt, wo er sagt, wenn wir einen Pot aufgeben und wieder ein Tiendel aufgeben, einen Pot aufgeben oder wieder einen Arm halten und so wieder. Diese Geschichte lehrt uns, dass Gott wird zurückkommen, dann rechten mit der ganzen Sache, was er uns gegeben hat. So nicht bloß da, was du aufgegeben hast, oder was du heute sollst aufgeben, aber alles, was du für dich selbst handelst, was du tun machst. Alles, was Gott uns gegeben hat, wir lesen gerade, dass heute wirklich utteilen, dass wir Rief kann, dat wirklich geben, dass wir Rief kann utteilen. Und was tun wir damit? Wir haben wir ein Ankommen und dann leben wir vielleicht einen Bonus oder Child Tax Check oder wenn wir haben uitgefallen Income Tax und dann haben wir lang Dinge bestellt oder sie gesagt, das wir uns alle annehmen, kaufen und das Geld soll alle lang bestellt, aber wir das überhaupt in der Hand haben. Oder vielleicht noch mehr, was wir kriegen, worden von nach Schuld zu haben. Und denken nicht mehr, dass dort auch ein Part von uns ankommt. Doch Gott gehört auch ein Part von dort. Und ich sage das bloß zum Sagen, wir sollen abpassen, was wir damit auf Gott uns gegeben haben. Wenn er hat uns gegeben, andere zu sehen. Für uns selbst auch, ja. Aber dass wir können sehen, sind andere, wir können Rief utteilen nach anderen. Und wenn wir bloß von uns selbst holen, dann, das kriegt es deshalb, was das den Einpengel gegeben verstärkt hat, da er nicht mehr. Und dann sage ich, den wird genommen, was er hat, den hat gegeben, was er nicht hier hat, und dann wird gebunden in Dungeon geschmissen, wo die Distanz und Genarischen mit hin werden. So, was ich habe zu tun mit dieser Andacht, wir uns abmuntern und ansporen, dass wir sollen sehr aufmerksam sein, was wir damit wir haben, und da wir Gott hier das am dort geben, und dann für uns halt auch was sehen, so dass was gebraucht für ein Krieg, für dort, was er hat gegeben. Wir werden zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen für diesen Schein morgen, wir danken dir, Herr, für wo leiftulich und genug uns Fall du bist zu uns. Wir wollen dir danken, Herr, dass du hast uns so richtig gesehen, üschlich mit den Sehen, Schatten in dieser Welt, dass hier ist gekommen und auf dieser Welt gelebt, dort so am Hand gequält und verspott, am Kreuz genäht. Und hat auch gestorben ist und dann über den 3. Tag war abgestoßen und dann ist die Träne gekommen. Wir wollen dir danken, Herr, für dort wir und dort dann sind wir hier noch allein. Und der Helfer wir dann kriegen von den Heiligen Geist, wo die Schatten dazu nur dem, dort haben wir Tränen gekommen. Dann sind wir noch ganz allein hier in dieser Welt und dann haben wir kämpfen und proben und nicht näher weiten wohin. Und wir weiten, Herr, du hast uns dein Wort gegeben. Und das sagt dein ganzes Wort, das gegeben haben, uns lehren und belehren und rechtweisen. Wir wollen dir danken dafür, Herr. Und auch, dass du das brücken, das recht den Heiligen Geist, jeder von uns, dort am Hotline, wird jeder von uns treffen, der nicht bloß, dass wir dann können denken, dass der Nächste da treffen, wird jeder von uns selbst das hat.
wirst du uns durch den Geist Kraft und Mut geben, sodass wir können so ein Leben führen, mit alles, was wir tun und auch mit dem Geld, was du uns zu weh gibst, sodass du wirst nicht kriegen und dass die Schrift sein, dass die, was wir tau kriegen, dass da wird eine Ursache geben, dass sie die wollen loben und preisen und die danken, für wer du bist und was du getan hast. Nicht, dass die würden uns wiesen, aber dass alles würden die wiesen. So möchtest du uns die Kraft geben, durch den Geist ans Licht lassen, so schien, dass die Menschen ramens an sie gute Worte würden sein, aber an die loben dafür. So wir danken dir für alles, was du erstellen durch Jesus in Namen. Amen.